Hallo zusammen, da ist der High Night Dream und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Commentary hier auf dem Kanal von Hypernate. Das Gameplay ist ein Spiel vom High Night Trouble. Er spielt doch ein bisschen Domination auf Meltdown, wie ihr sehen könnt. Mit der PDW, als Secondary spielt der B23R. Dann als Perks spielt der Toughness, Dexterity, Ghost und Blind Eye. Und als Killstreaks, oder besser gesagt Scorestreaks, spielt er mit dem UAV, mit dem alles bekannten Care Package und der Lightning Strike, der leider ein bisschen abgepatcht worden ist, aber das Gameplay ist ein Spiel, das noch nicht gepatcht worden ist, also da ist er eigentlich noch gut gewesen. Und ja, eben, mein Thema für heute wäre eigentlich der Weltuntergang am Freitag, 21. Dezember. Also, ich weiss nicht, ich hoffe mal, ihr denkt nicht an den Weltuntergang. Also, ich glaube, das Gleiche wie ich, dass die Welt nicht wird untergehen, weil der Weltuntergang ist schon mega oft prophezeit worden, das letzte Mal an Millennium, also von 1999 bis Jahr 2000, haben auch ein paar gedacht, dass die Welt wird untergehen. Aber ist sie dort auch nicht. Und die Welt wird auch am Freitag nicht untergehen. Nur weil das so ein paar Mayas prophezeit haben, das ist wirklich ein Scheissdreck, Mann. Und alle, also mega viel glauben wirklich daran. Sind fest davon überzeugt, dass die Welt wird untergehen. Die haben sich sogar irgendwie ihren Job gekündigt und sich einen Bunker gekauft und jetzt verkriechen sie sich im Bunker, bis die Welt untergeht. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich weiss nicht, was ihr darüber denkt, aber ich finde es einfach nur jämmerlich. Ich meine, wenn sie schon daran glauben, dann können sie doch einfach Ferien machen, sie müssen nicht den Job kündigen und den Bunker müssen sie auch nicht kaufen. Ich meine, wenn wir drauf gehen, dann gehen wir alle drauf. Ich meine, ich habe ja sicher den Film gesehen, 2012. Ich habe gesehen, wie es dort zu und her gegangen ist. Also so Tsunamis und Erdbeben und alles kaputt einfach überall, in jedem Land, jede Stadt, alles kaputt. Aber der Film ist ja schon ein bisschen älter und das ist alles noch frei erfunden, das ist einfach noch voll die Geldmacherei, der Film. Die haben sich einfach alle angeschaut, weil sie noch das Thema interessiert. Aber naja, ist halt oft so bei diesen Hurenfilmen. Das ist sowieso ein bisschen unrealistisch dargestellt. Also, so irgendwie die Special Effects finde ich schon geil vom Film. Also, ich habe jetzt das letzte Mal wieder gesehen, am letzten Wochenende ist er wieder mal gekommen im Fernsehen, habe ich mal wieder geschaut, hat mich interessiert. Die Special Effects eben finde ich gut, aber die Story an sich ist ein Scheissdreck, das ist einfach noch frei erfunden, irgendwie. Eben, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von vom Weltuntergang haltet. Ja, aber jetzt sind sowieso, also am Freitag, am Weltuntergangstag sind ja Weihnachtsferien. Habe ich eigentlich vor, mit ein paar Kollegen snowboarden, weil wir haben so eine chillige Wohnung und so. Eben, gehen wir jetzt da snowboarden, voll chillig. Silvester geht's dann runter, ein bisschen Silvesterparty in Basel, das Big Bang, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine riesengroße Party, irgendwie 13.000 Leute. Und ja, dann gehen wir dort. Hat auch easy geile Acts, finde ich. Also ich kann dir gerade mal sagen, also es kommt irgendwie Klangkarussell, Savage, also Kool Savage und Xavier Naidoo, oder wie der Typ auch immer heisst. Dann, wer kommt noch? Ja, halt alles in der Schweiz, also Remedy, Mr. Danos, DJ Antoine und so weiter. Ja, wird sicher geil, also letztes Jahr sind wir halt extravaganza gewesen, aber das ist halt das Jahr leider nicht mehr. Jetzt müssen wir halt ein bisschen weiter auf Basel fahren, aber ist sicher auch geil, oder? Ich kann jetzt sonst im nächsten Kommentar mal sagen, wie es war, wenn es jemand von euch interessiert. Vielleicht geht der eine oder der andere geht vielleicht auch dorthin. Ich kann ja mal schreiben, ob jemand auch dorthin geht. Fände ich noch richtig geil. Könnte man sicher mal sehen. Dann, ja, wie ihr schon gesehen habt, spielt der Trouble da mit Ghost und Blind Eye. Und in seinem letzten Kommentar hat er ja erwähnt, dass er selber mit Ghost spielt. Und dass er das Perk eigentlich nicht schlimm findet. An der Stelle tut mir das Light Trouble, dass du das wirklich so empfindest, weil du selber spielst ja auch du selber regst dich ja auch ab diesen Leuten auf, die Ghost spielen. Aber selber spielst du es auch. Und ja, das ist ja eigentlich so, wie wenn du in Modern Warfare 2 dich ab Tube aufregst und du selber auch Tube ist kein grosser Unterschied, finde ich.
Ich find's aber geil, dass jetzt in Black Ops 2 haben sie ja das UAV haben sie ein bisschen abgepatcht, das heisst, sie haben so jetzt von 350 auf 425 Punkte angesetzt, soviel ich weiss. Das ist eigentlich noch geil, weil sonst ist eigentlich wirklich dauernd Drohnen im Himmel und das ist jetzt bisschen weniger der Fall. Also die Noobs erreichen jetzt nicht mehr so schnell das UAV wie damals am Anfang vom Release. Und ja, dann gibt's aber auch noch wirklich viele Sachen am Game, die mich wirklich nerven, wo ich wirklich gedacht habe, hey nein, sorry Treyarch, Facepalm, tut mir echt leid, was haben die da euch wieder überlegt, wo ihr das Spiel entwickelt habt. Also, das erste Mal wäre es wirklich teilweise Maps, die einfach mal gar nicht gehen, Alter. Zum Beispiel, die beste Map finde ich einfach Carrier. Ich meine, das ist einfach irgendwie eine Straße, wo, keine Ahnung, so kaputte Straße. Dann haben sie da einfach mega viel Scheiße drauf gebaut. Das sieht irgendwie so aus wie ein bisschen, keine Ahnung, wie ein Haufen Scheiße auf der Map. Und dann steht auf dem hohen Teil dort, ihr wisst sicher, wo es immer herglitscht, dort, wo es so schräg ist, sind alle Sniper und auf dem hohen Blackbird oder was es ist, sind auch mega viele Sniper immer am Headglitchen, immer am Campen und das nervt mega, weil die Map ist echt ziemlich offen in der Mitte, einfach so rundherum, nur Scheissdreck. Ja, dann hätten wir auch noch Aftermath, ich sag dann einfach noch Downturn von Black Ops 2. Also Downturn von MW3 haben sie es eigentlich genau gleich übernommen, haben sie einfach mega viel Scheiße gebaut und ja, das ist jetzt einfach da, machen wir ein bisschen den Scheiß und so und ja, das ist jetzt mal eine Map und so, fertig. Geil, oder? Gibt's aber sicher auch Maps, die mir mega gut gefallen, das wäre der eine Seite halt, also meine Lieblingsmap Hijacked, die finde ich richtig geil. Dann sicher Plaza finde ich nice, also sicher ein bisschen wegen Dubstep, wo läuft dort in der Mitte, wisst ihr sicher wo, dort läuft ja ein bisschen Skrillex läuft jetzt, das Lied heisst I'ma Try It Out, könnt ihr es mal hören. Skrillex, finde ich ein richtig geiles Lied, vor allem gehe ich halt dort meistens rein, ein bisschen, wenn man langweilig ist, geht ein bisschen abgehen, mega lustig. Ja, aber eben, jetzt wieder zu ein paar Sachen, die mich halt aufregen am Game, das wäre sicher S-Mine und Shock Target, also die beiden an und für sich. Also ich finde ich nicht schlimm, ich meine S-Mine kannst schnell runtercrouchen und nachher bist du nicht tot. Und Shock Target ist auch nicht so schlimm für dich. Einfach beides zusammen, wenn du dort S-Mine platzierst, also Bouncing Betty und nebendran halt der hure Schockscheiß und du laufst rein, kannst dich nicht bücken und bist grad tot. Und vor allem, wenn du geschockt bist, du hörst es auch gar nicht, wenn die Mine aufgeht, oder? Finde ich mega scheiße, vor allem mit Suchen und Zerstören. Wenn mir so etwas passiert, gehe ich halt meistens gerade aus dem Game raus. Aber ja, haben sie jetzt auch gemacht, so Treyarch hat so gemacht wie Halo, das ist, wenn du zu viel Rage quittest, bist du auf Probierung, also, auf Probation, auf Bewährung, Entschuldigung. Eben, und wenn du dann halt weiterhin Rage quittest, dann, kannst du irgendwie eine Zeit lang wirklich nicht mehr spielen. Also am Anfang sind es nur 30 Sekunden, aber nachher wird es dann, glaub ich, mehr, also ist mir jetzt persönlich noch nie passiert. Aber ja, finde ich auch noch geil, das ist eben, wie schon gesagt, in Halo ist das schon die ganze Zeit so, wenn du so auf Rage quittest, bist du auf, Bewährung. Finde ich nämlich gut, weil du wirklich da deinen Blackbird erreichst, Suchen und Zerstören oder halt Orbital Reset, wie Black Ops 2 heisst. Und dann gehen halt alle raus, oder auch wenn du Hunde oder sogar Swarm erreichst, was ich persönlich noch nie erreicht habe, aber ja, wie auch immer, wenn du eben Swarm erreichst und alle gehen raus, das nervt mega. Vor allem, weil Connection in dem Game halt wirklich auch oft ziemlich schlecht ist. Und einfach keine Leute mehr joinen, regt es sich einfach hure auf, Mann. Dafür haben sie etwas dafür wieder ein bisschen besser gemacht, das wäre bei einer Host Migration, was es ja ziemlich in jedem Spiel bei mir gibt. Dann nimmt das Spiel trotzdem auf, also kannst du dann gleich anschauen. Das heisst jetzt einfach, wenn du eine Host Migration im Spiel hast, dann gibt es halt einfach 2 Teile. Und wenn es jetzt halt 2 Host Migrations gibt, dann nimmt das Spiel in 3 Teile auf, oder wenn sie 830 Host Migration gibt, dann nimmt es halt 831 Teile auf. Ja, so sieht es aus, wie auch immer. Eben, wie ihr seht, das Gameplay ist ja schon bald vorbei. Und ja, vielleicht noch etwas Kurzes. Die Waffencamos finde ich auch richtig geil.
Vor allem kannst du sie easy geil freischalten, so mit den Headshots und dann so die Herausforderungen. Und das ist ja jetzt, bei jeder Waffenklasse ist so jetzt eigentlich anders. Also jetzt bei Sniper brauchst du irgendwie 250 Kills und dann kannst du die Herausforderungen spielen und ich finde auch noch Dings geil. Carbon-Tarnung, die finde ich richtig geil und die ist halt mega schnell freigeschaltet. Ja, das wär's schon gewesen vom Commentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 2013 und nicht zu viel, gell? Also, mach es gut, euer Dream. Ciao zusammen.